Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum Panorama, heute moderiert aus Thun. Heute haben wir für euch: Der Bundesrat schweigt gegenüber den Prothesenträgerinnen und Prothesenträgern, die Sprachvielfalt in Interlaken und eine Vernissage zum Thema Wälder. Der Verein Promembro tut die Interessen von Prothesenträgerinnen und Prothesenträgern in der Schweiz, in der Verwaltung und in der Politik vertreten. Wir haben mit dem Thomas Raflaub, dem Sekretär des Vereins, geredet. Mein jüngerer Sohn hat mit 11 wegen einem Knochenkrebs sein ganzes rechte Bein verloren. Und nachher hat er eine Prothese gebraucht. Wir sind nachher da reingekommen und gemerkt, die amputierten Prothesenträgerinnen in der Schweiz haben einfach nicht die Unterstützung und nicht die Prothese, die sie eigentlich verdienten. Das Hauptanliegen ist, dass die Krankenkasse, dass die IV jeden Fall, jede Amputation, jede Prothese, jeder Mensch, der eben mit einer solchen Behinderung leben muss, individuell abklärt und nicht irgendwo eine Regel aus der Schublade nimmt und sagt, du am Schreibtisch nachher entscheidet, was die Person für eine Prothese bekommt. Und wir möchten auch gerne, dass es nicht zweckmässige Prothesen sind, weil ein Holzbein ist auch zweckmässig. Wir möchten gerne, dass es zeitgemässe, also moderne Prothesen sind. Wir sind wirklich, es gibt sehr, sehr wenige Prothesenträgerinnen in der Schweiz. In der Ukraine wird das gerade etwas ganz anderes sein, weil es gibt viele Kriegsversehrte. Bei uns in der Schweiz ist es so, dass es eben wenig sind. Und wir wollen, dass die Prothesenträgerinnen und Prothesenträger gehört werden. Wir haben eine Motion eingegeben im Nationalrat. Das ist nachher vom Ständerat in ein Postulat umgewandelt worden. Und seit 3,5 Jahren warten wir jetzt auf die Antwort vom Bundesrat. Ich würde sagen, gesellschaftlich sind ja Behinderungen sowieso etwas, wo man eigentlich lieber wegschaut als hinschaut. Das können geistige Behinderungen sein, das können eben körperliche Behinderungen sein. Und es geht ja nicht darum, dass wir Mitleid verlangen. Die Behinderten verlangen kein Mitleid, sondern sie verlangen eine Behandlung, die ihnen gerecht wird. Also ich gebe ein ganz kleines Beispiel. Es gibt extra in den Bussen, auch in den Zügen, Sitze, die für die mobilitätseingeschränkten Personen reserviert sind. Und es würde eigentlich genügen, wenn nachher jemand mit Krücken kommt, dass wenn jemand auf einem solchen Sitz sitzt, dass der sagt, oh, Entschuldigung, hockt doch hier ab. Einfach wahrnehmen und nachher richtig reagieren. Das wäre schön, wenn das mit den Leuten, mit den Prothesenträgerinnen auch so passieren würde. In Geschäften und Restaurants auf dem Bödeli in Interlaken werden Gäste teilweise nur noch auf Englisch, Chinesisch oder Russisch bedient. Wir haben mit einem Restaurantbesitzer von einem indischen Restaurant geredet, das seit langem Mundart beherrscht. Für ihn ist es undenkbar, nicht in der Landessprache zu kommunizieren. Ein Beitrag von Ben Abeckle. Sobald man Einheimische das Gefühl gibt, das ist ein indisches Restaurant, aber das ist in der Schweiz. Ihr seid herzlich willkommen und das ist sofort geht's auf. Und das finde ich auch, gibt es für mich auch ein gutes Gefühl. Es ist schön, dass, wenn man Sprache von diesem Land kann gut reden kann und wenn man gut redet, dann kommt man bei Leuten wirklich gerade ihr Herz. Das habe ich immer gemerkt, dass wenn man so gut Deutsch redet, dann öffnen Leute sofort. Irgendwann ist es einfach für mich wie eine Gewohnheit geworden, wenn jemand sagt, ja, sind Schweizer so hart oder sind die nicht so einfach? Und dann sage ich, dann musst du einfach Deutsch können und dann sind die sofort offen. Verstehst du ja, wenn zum Beispiel auch ältere Leute irgendwo zu Interlaken in ein Restaurant gehen oder in ein Geschäft und sie dann auf Englisch begrüßt werden oder Russisch, Chinesisch, dass das vielleicht Frust auslöst? Das denke ich sicher. Manchmal nicht gerade vielleicht Frust, aber es kann sein, die frustriert sind, die kehren sich sicher gerade zurück und sagen, ja,
uns versteht ja hier niemand. Was sollen wir hier? Aber bei uns, wir haben ganz freundliche Mitarbeiter und auch wenn die manchmal Englisch reden, das sind die Lernende. Es ist so, dass sobald ich sehe, dass einheimische Leute da sind, ich gehe immer selber begrüßen, dass sie wissen, hey, das ist ein Restaurant, indisches Restaurant, aber das gehört an einen Schweizer. Und das ist nachher sofort sehr, sehr, sehr begrüßt von den älteren Leuten oder anderen Schweizer. Die finden das gerade wie sie wären einfach daheim. Das finde ich, das gibt mir ganz schönes Gefühl. Was erzählen Wälder über Leben und Tod, Vergänglichkeit und Erinnerung, Mitgefühl und Identität? Dieser Frage ist die neue Ausstellung Dear 2050 Entangled Forests auf der Spur. Bettina Rohr, ich bin Co-Kuratorin der Ausstellung Dear 2050 Entangled Forests. Ich habe das Projekt Dear 2050 vor 4 Jahren ins Leben gerufen. Mit dem machen wir Ausstellungen über den Klimawandel. Und jetzt habe ich zusammen mit Caroline Glock die Ausstellung zusammengestellt. Wir sind ein Team aus 4 Leuten, die ich auch leite. Und ich bin eigentlich einfach verantwortlich für die ganze Kunst und für die Vermittlung der wissenschaftlichen Inhalte. Briefanrede als Jahr 2050. Das ist das Jahr, wo wir laut Pariser Klimaabkommen CO2-neutral sein sollten. Und wir wollen mit der Ausstellung eigentlich vermitteln, hey, der Klimawandel ist da, aber wir können etwas dagegen machen. Wir müssen einfach genug darüber wissen. Wir haben wissenschaftliche Sachen, Inhalte, wo wir eigentlich den Leuten zeigen wollen, wie können wir mit dem Klimawandel umgehen. Die 2050 Entangled Forests redet über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wälder und zeigt künstlerische Positionen und wissenschaftliche Positionen, die erklären, was sind Wälder, wie stehen wir im Verhältnis, was für ein Verhältnis haben wir zu Wäldern und wie wirkt sich eben der Klimawandel auf unsere Wälder aus. Ich bin mega oft im Wald und ich merke jedes Mal wieder, wie fest dass der Wald die Fähigkeit hat, mich zu erden, mich oben abzuholen und mir einfach wieder irgendwie Ruhe zu geben. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch. Jetzt geht es weiter mit den Kollegen von Meteo News, die euch erzählen, wie das Wetter in den nächsten paar Tagen aussieht. Merci vielmals fürs Zuschauen und schönen Abend miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern am Donnerstag, 7. Dezember. Es freut mich, Sie wieder zu sehen. Ja, heute hat es geheissen, oben hui und unten. Das unten, das wollen wir erst gar nicht anschauen. Zu verdanken haben wir die trockene Luft in den Bergen einmal zwischenhoch. In Bodennähe haben wir dagegen feuchte Hochnebelluft gehabt. Am Freitag bildet sich über dem westlichen und Mittelmeerraum ein Tief, das besonders am Westen Niederschlag bringt. Nach einer teils nassen Nacht brauchen wir morgen am Morgen den Regenschirm. Flocken gibt es bis zuerst in tiefe Lagen und Obacht, am Vormittag ist gebietsweise auch gefrierender Regen möglich. Es bleibt am Nachmittag weiterhin bewölkt. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich Richtung Oberland. Die Schneefallgrenze steigt auf 1200 bis 1400 Meter und mit wenig Wind werden es am Nachmittag um die 4 Grad in Bern. Auf den Bergen werden wir von ein bisschen Westwind begleitet. Ja, am Samstag lohnt es sich, den Wecker zu stellen. Nach einem freundlichen Start ziehen uns Westen wieder dichtere Wolken auf und gegen den Abend wird es nass. In der Nacht auf den Sonntag regnet es zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1800 Meter. Und im Laufe des 2. Adventssonntag wird es dann wiederum freundlicher. Danach geht es mit einem milden Westwindwetter und wiederholtem Regen weiter. Ja, das war schon wieder von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.